Ich meine, allein mit dem Loch in der Mitte und wie das jetzt aussieht, ist das doch schon großartig. Na. Ich bin jetzt mittlerweile einige Tage hier und habe verschiedene Sachen gemacht. So, es ist vor allem entweder sehr, sehr windig oder wie jetzt heute, ich weiß nicht, ob man es sieht, sehr, sehr flach, was das Meer anbelangt. Das heißt, es gab in den letzten Tagen leider relativ wenig Zeitfenster für mich zum Surfen. Deswegen musste ich ein bisschen gucken, wie ich es mache. Ich bin einmal nach El Palmar ausgewichen und hatte hier einmal morgens voll drauf spekuliert und Glück gehabt mit einem sehr, sehr netten Stellplatznachbarn zusammen. Sind wir morgens einfach auf gut Glück hier hin. Es war so eine 50-50 Chance und wir waren die einzigen beiden hier in der ganzen Bucht. Zwar kleine Wellen, aber sehr schön. Das war toll. Heute ist so ein bisschen an der Grenze, so dass ich zumindest mit der Muschel hier mal am Strand sein kann. Ich zeige euch mal, was ich so gemacht habe. Viele Alltagssachen. Ich habe vorm Wohnmobil gelegen, viel in der Sonne gelegen. Ich meine, hey, worüber beschwere ich mich, ne? Also hier sind es den ganzen Tag 20 Grad. So wie ich das Wohnmobil gestellt habe, hier auf diesem schönen Stellplatz, stehe ich an der Wand, kriege von dem Wind eigentlich gar nichts mit, kann da im Liegestuhl schön in der Sonne liegen und ja, da ist total ruhig und sehr, sehr gechillt, also super. Ja, heute kann ich ein bisschen an den Strand, ist auch cool. Ich muss halt nur gucken, ich bin ja eigentlich auch zum Surfen unterwegs, dass ich das dann irgendwie bei der Prognose, die es jetzt gibt, so für Surfen und Wetter und Wind, wird das hier nichts mehr. Dann werde ich wahrscheinlich so Anfang, Mitte nächster Woche nach Portugal fahren. Nicht an die Algarve, die klammer ich aus. Das ist für alle Wohnmobilisten, die auch surfen unter euch, falls ihr das nicht kennt. Die Algarve ist wunderschön und traumhaft zum Surfen. Mit dem Wohnmobil stehst du halt leider nie oder in seltensten Fällen direkt am Strand. Also heißt das dann immer morgens alles zusammenpacken, mit dem Wohnmobil an den Strand fahren, 20 Minuten, 10 Minuten. Dann da nachher wieder alles zusammenpacken und wieder zurückfahren. Mal gut, aber wenn das so auf Dauer macht das keinen Spaß. Deswegen werde ich mir das nicht geben, sondern werde direkt nördlich von Lissabon einsteigen ins Geschehen. Aber das werdet ihr dann ja sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin bin ich noch hier und mache ja, das, was man macht, wenn man dann Urlaub macht. Richtig, Urlaub. Tja, ich weiß nicht, ob man es hört. Auf jeden Fall hat der Wind jetzt gedreht. Die Muschel ist wieder eingepackt und jetzt geht es wieder zurück zum Wohnmobil. So, hier ist es jetzt ein bisschen windgeschützter. Das Coole hier an dem Strand ist, man ist so nah an der Straße von Gibraltar, dass du an einem Tag wie heute tatsächlich auch das marokkanische Festland schon sehen kannst. Irre. Und dann endet das und dann geht es halt den ganzen afrikanischen Kontinent runter. Ja, so nah an Afrika ist man hier eigentlich. Deswegen muss man auch immer tierisch aufpassen mit der Sonne. Also ich vor allem. Ich schmier mich jeden Tag mit 50 ein. Geht nie anders, sonst sehe ich aus wie ein Hummer. Ja, er war der weißeste Mann am Strand und so. Ja. Schwartlappe, Nebelwerfer, Netzwerkblender, ne große Schnüss und dicke Butzverzeller, Jod verdortet. Einmal Wäsche fertig. Trockner brauchen wir heute nicht. Aber hier die Wäsche schön in die Tüte und wird dann aufgehangen. Grüner als ich mein, stellt sich mir der eine vor. Warum sind sie bloß so allein, allein, allein? Unser Drehe sich ganz geschwind, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie tanze ganz beschwingt, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie drehe sich ganz geschwind, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie tanze ganz beschwingt, so wie ein Fähnchen. Was es aber noch gibt, neben den profanen Dingen, ist natürlich ein unfassbarer Pizza-Battle.
Ja, ich habe ja diesen Campingbackofen, ganz verrücktes Teil. Den hat mir meine Schwiegermutter geschenkt und der ist so rund, hat in der Mitte ein Loch. Damit werde ich 2 Varianten von Pizza machen und ich bin mal gespannt, welche nachher besser schmeckt. Also ihr merkt, es kommen die ganz großen, schweren Themen auf euch zu. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Mir auf jeden Fall. In der Ringecke 1 Barbecue-Pizza, Mercadona und gute alte Fertig-Pizzateig. Ich bin mal gespannt. Damit das jetzt das Runde in das Andersrunde passt, zeige ich euch jetzt zum einen ganz cooles Feature. Den Tisch, den kann man nämlich hier noch mal ausdrehen. Und ich werde jetzt die Pizzen schneiden und rollen in wie so eine Art Wraps, damit die natürlich in die runde Form passen, weil die haben ja kein Loch. Ja, ihr seht, gar nicht mal so gut. So, dann kommt jetzt hier der Deckel drauf. Ja, es geht doch nichts über ein schmackhaft angerichtetes Auge ist ja auch mit, ne? Über einen herrlich angerichteten Teller. Aber alles egal. Ich bin mal gespannt. Also es ist tatsächlich, also ich hätte jetzt schwören können, das wird alles nix. Aber ist natürlich sehr unkonventionell. Ja. Oh, jetzt ist mich dunkel. Also, es sieht aus wie ein Trümmerhaufen. Aber ehrlicherweise ist die ziemlich auf den Punkt. Knusprig. Lecker. Ja. Eigentlich ziemlich geil. Der Pizza Battle Teil 2. Gestern habe ich ja die Fertigpizza aus der Kühlung gemacht. Heute gibt es eine mit einem Fertigteig. Und ja, so à la Tonno quasi, mit ein bisschen Thunfisch, Zwiebel, Käse, Oliven, ihr werdet sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, welcher am Ende besser ist. Wie gestern auch, brauchen wir jetzt als allererstes natürlich einmal den Omnia Backofen. Ihr kennt das Spiel. Den brauchen wir nicht. Und den Gasherd. Als Zutaten brauchen wir die folgenden Sachen. Den Teig, bisschen von Mercadona Tomatensauce, sehr gut. Ich habe noch so eine halbe rote Zwiebel, auch immer gut. Fantastisch, diese Anchovy-Oliven. Kleine Dose Thunfisch, kleine Dose Mais, ein Mozzarella und Trommelwirbel Paprika. Und damit das jetzt alles nicht so langweilig wird und zu lange dauert, spule ich ein bisschen vor, damit ihr seht, wie wir es machen. Unser drehe sich ganz geschwind, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie tanze ganz beschwingt, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie drehe sich ganz geschwind, so wie ein Fähnchen im Wind. Sie tanze ganz beschwingt, so wie ein Fähnchen im Wind. Oh. Ja.
Tja, kann ich immer gewinnen. Da brauche ich wohl ein bisschen Küchenrolle für. Oh. Scheiße. Ah. So. Es sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Bin ich mal gespannt. Na gut. Tja, also jetzt muss ich natürlich sagen, die Pizza von gestern, die hatte natürlich, das ist jetzt ein Fertigteig, die Pizza von gestern hatte einen ziemlich geilen Teig dafür, dass das eine Fertigpizza war. Also muss ich echt sagen, die war auch echt lecker. Also ich glaube, es war die beste Ofenpizza, die ich jemals gemacht habe. Wirklich richtig, richtig gut. Hier, gut, der Teig ist wie er ist, ne? Ist so ein Fertigteig halt, habt ihr ja gesehen. Und der schmeckt dann halt auch wie er schmeckt. Aber ich meine, allein mit dem Loch in der Mitte und wie das jetzt aussieht, ist das doch schon großartig. Schmeckt auch super. Da werde ich auf jeden Fall satt von. Ja, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Welche findet ihr besser? Also geschmacklich war die andere geiler, weil es eine größere Überraschung war. Im Gesamtpaket ist es natürlich die hier, weil die einfach verrückter aussieht und weil sie selber gemacht ist. So wäre mein Fazit. Damit dieses ja größtenteils kulinarische Video jetzt ein humoristisches Ende findet, bekommt er jetzt noch zum Schluss etwas so leicht Verstörendes zu sehen. Ja, ich habe ja immer so ein paar Probleme mit hier meiner Schulter. Die habe ich aus Deutschland mitgenommen, hatte eine Entzündung drin beim Surfen. Ja, kam es jetzt noch mal ein bisschen wieder. Und was ich dagegen mache, meiner Mutter sei Dank, es fiel mir wieder ein. Das zeige ich euch jetzt noch mal. Und dann, damit es dann nicht ganz verstörend endet, gibt es noch ein paar schöne Bilder und ein bisschen Musik zum Schluss. Viel Spaß! Ja, also gegen die Entzündung in der Schulter wird jetzt auch besser zum Glück, weil ich das aber tatsächlich immer mache. Hey, keine Sorge, keine Religionsfrage, Voltaren und sowas geht auch. Und wer an Magerquark nicht glaubt, googelt's mal oder lasst es sein. Jeder Jack ist anders, hilft wahrscheinlich auch eh nicht bei jedem. Bei mir hilft es tatsächlich ganz gut. Ich mache das schon sehr oft und sehr lange. Tipp von meiner Mutter, Magerquark. Den Rest seht ihr jetzt mal in Fullspeed quasi, vorgespult. So, ich lasse das immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten einziehen. Kann man mehrmals am Tag machen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wir sehen uns wieder. Schaltet wieder ein, wir sehen uns nächste Woche.